Wir sind in unserer Predigtserie unterwegs und die Predigtserie heisst The Way, Nachfolge Jesu. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wieso heisst die The Way? Sabrina hat ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich dann heute erkläre, warum das die The Way heisst und was das auf sich hat. Und ich finde eigentlich, die Begründung ist relativ simpel, aber gleich umso cooler, wieso die Serie The Way heisst. Du musst wissen, bevor das Christen nach Jesu Auferstehung, wo die Urkirche existiert hat, wo die ersten Nachfolger von Jesus unterwegs waren, denen hat man noch nicht Christen gesagt. Der Begriff Christen ist erst bekannt worden und gebraucht worden, geläufig worden, Jahre später in Antioch. Und vorher hat man eben diesen Dudes, die irgendwie da Jesus cool finden und nachfolgen, denen hat man die Nachfolger des Weges gesagt. Das ist der Begriff, der gebraucht worden ist, zum Christen zu beschreiben. Das sind Wägler, die sind auf dem Weg. Also zum Beispiel der Saulus, bevor er Paulus ist, lässt sich einen Brief geben oder eine Erlaubnis geben, um alle Nachfolger des Weges ausrotten und verfolgen. In Ephesus gibt es einen Aufstand wegen dieser Lehre des Weges. Und mich findet das so mega cool, dass Christen zu dieser Zeit bekannt sind für ihren Lebenswandel. So wie die unterwegs waren, hat die Gesellschaft das wahrgenommen und hat gesagt, wow, die sind irgendwie anders unterwegs. Denen ihr Weg ist irgendwie geprägt von einer spezifischen Lehre. Da merkst du einfach, wie Jesus seine Botschaft im Leben von diesen Menschen, und das finde ich mega eine begeisternde Wahrheit, die ich mir wünsche, für uns heute noch genauso wahr wäre. Dass alle in dieser Gesellschaft erkennen, wow, der ist mit Jesus unterwegs, dem sein Lebenswandel ist irgendwie anders. Das sieht, da erkennt man, so wie der unterwegs ist, das ist ein Nachfolger von Jesus. Um das geht es in dieser Serie. Wir wollen unterwegs sein, Nachfolger von Jesus sein. Und zwar so, dass man etwas davon spürt und sieht und merkt im Alltag. Das ist der Punkt von dieser Predigtserie. Jetzt habe ich die Challenge gehabt, heute am Morgen, das muss ich vereinbaren, die Botschaft mit Eltern und Kindereinsegnung. Und das muss irgendwie zusammenkommen, die zwei Themen, oder? Und ich habe das perfekte Thema gefunden für heute an diesem Morgen. Nachfolge und Eltern. Nämlich, der Titel der heutigen Predigt ist «Deny Yourself». Wer weiß das besser als Eltern, dass das jetzt eine neue Realität ist? Sobald dass du ein Kind in die Welt hineinsetzt, merkst du und spürst du und erlebst du am eigenen Leib, dass es jetzt um jemand anderes geht. Dass deine Bedürfnisse und Ansprüche einfach zurückgesteckt werden müssen. Und du lernst sehr praktisch im Älterensein immer wieder, dich selber zu verneinen und zu verleugnen, deine eigenen Ansprüche einfach zurückzustecken. Und so ist das, denke ich, die perfekte Predigt für heute am Morgen in dieser Serie, spezifisch für Eltern. Und wir möchten gerade einsteigen mit einer Bibelstelle aus dem Lukas 9, Vers 23. Dort sagt nämlich Jesus etwas unglaublich Radikales. Er sagt, zu der Schar von Menschen, wie gut hat Sabrina das letzten Sonntag unterschieden. Es ist nicht jeder, der ein Fan ist auch ein Jünger. Jesus ist immer mit einer grossen Crowd von Menschen unterwegs gewesen. Nicht all die Menschen, die irgendwie das cool gefunden haben und den Hype erlebt haben, sind wirklich Nachfolger von Jesus gewesen. Und so dreht er sich um und sagt zu diesen Menschen, zu dieser Mengenmasse, die dort steht. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich möchte das mal ganz bisschen umformulieren, auf das die Radikalität und die Krassheit, was Jesus da sagt, dass wir das irgendwie wie neu spüren dürfen. Vielleicht schockiert es dich, wenn ich das so formuliere, aber man könnte es auch so sagen, wenn Jesus das sagt zu diesen Menschen, dann ist das, würde er sagen, hey, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein eigenes Ego jeden Tag neu auf einem elektrischen Stuhl töten. So, what? Was sagst du da, Jesus? Für uns ist das Kreuz auf sich nehmen so etwas Romantisches, Schönes geworden, irgendwie über die Jahre, über die Jahrhunderte. Aber du darfst nicht vergessen, dass ein Kreuz ein Instrument zum Töten ist. Also wenn Jesus das den Leuten sagt, dann ist das unglaublich schockierend. Als würde ich heute sagen, hey, du musst dein Ego jeden Tag neu auf einem elektrischen Stuhl töten. Das ist das Gewicht, das Jesus mit dieser Aussage zum Ausdruck bringt.
Oder auch, wie es nachher im Galater 5, Vers 24 zum Ausdruck gebracht wird. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Das bedeutet, mit Jesus unterwegs sein. Wer ihm nachfolgen will, muss Nein sagen zu sich selber. Vielleicht findest du das jetzt gerade ein bisschen radikal, was ich da sage. Ein bisschen, what, wirklich? Und ich habe für Nachfolge heute Morgen irgendwie so eine Analogie gesucht. Und mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen aus meinem Leben, um das irgendwie so zum Ausdruck zu bringen. Und zwar ist das so gewesen, als ich etwa 14 geworden bin, haben meine Eltern entschieden oder beschlossen, dass wir Kinder sollen ein Kleidergeld bekommen. Also nicht nur Sackgeld, sondern wir sollen jetzt lernen, mit Geld umgehen. Und ein weiterer Schritt in dieser Hinführung zur Selbstverantwortung war, dass sie uns Kleidergeld gegeben haben. Sprich, wir kaufen dir nicht mehr Kleider, du schaust jetzt selber, das ist jetzt dein Bereich und wir geben dir Geld für das. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das erste Geld, das zum ersten Mal gekommen ist, nach am Ende des Monats, und das war viel Geld, verstehst du? Weißt, das war nicht so Sackgeld, sondern das war schon richtig Geld, oder? Und dann bin ich gegangen und wollte mir Kleider kaufen. Und ich bin auf Baden gegangen in den Skaterladen. Weil das war das Ding in meiner Generation. Alle hatten Skaterkleider angehabt. Alle sind mit diesen coolen Skaterkleidern rumgelaufen. Und jetzt kann ich endlich auch einer von denen werden, oder? Weil ich kann ja jetzt selber mein Geld investieren und ausgeben für Kleider. Ich laufe in den Laden rein und bin schockiert von den Preisen. Und in aller Ehrlichkeit, das Einzige, was ich mir irgendwie dort leisten konnte, was ich halbwegs gebraucht habe, war ein paar kurze Hosen. Und ich habe für diese paar kurzen Hosen mein ganzes Geld hingelegt. Von einem Monat Touchboom auf die Theke gelegt und bin mit dieser Hose heimgegangen. Und ich sollte das Gesicht gesehen haben von meiner Mama, wo sie gesehen hat, wie ich heimkomme mit dieser Hose. Und dachte, Micha, wie blöd bist du eigentlich? Wie blöd bist du eigentlich? Du hast alles, was du gehabt hast, ausgegeben für diese Hose. Ist es der Preis wert? Was läuft bei dir? Ich weiss nicht, ob meine Eltern dort gerade so alle didaktischen Entscheidungen noch mal hinterfragt haben und gefunden haben, also der Frontallappen bei dem ist einfach wirklich noch nicht ausgebildet. Das probieren wir in 4 Jahren noch mal. Ich weiss nicht, was genau durch meine Eltern in ihren Kopf gegangen ist, aber ihr Gesicht hat Bänder gesprochen. Und sie sind definitiv mit der Frage da gewesen, warum machst du das? Das ist doch viel zu radikal. Du hast viel zu viel gegeben für das. Das ist es nicht wert. Das kann es doch nicht sein, dass dir Zugehörigkeit in der Klasse, dass dir das so viel Geld soll wert sein. Und ein paar Hosen kann es doch nicht sein, dass das so viel wert hat. Und ich finde, das ist irgendwie so wie eine Analogie für die Nachfolge von Jesus. Hey, es kostet dich alles. Und vielleicht gibt es Menschen, die hinterfragen und sagen, hey, bist du noch ganz bei Trost? Weil, wenn wir mal ehrlich Buch führen und ehrlich auslegen und definieren, was heisst denn das, sich selber verleugnen? Das klingt so schön, gell? Aber hey, wenn das mal ein bisschen ausdeutschst, was das bedeutet, mit Jesus unterwegs sein, dann heisst das, es wird dich Geld kosten. Und zwar nicht wenig. Das sind Tausende von Franken, wo dich das kostet, wenn du mit Jesus unterwegs sein willst. Ich bin mir sicher, jeder Christ, der mit Jesus ernsthaft unterwegs ist, wird irgendeines Tages konfrontiert werden mit finanziellen Entscheidungen. Was bedeutet, dass wenn du konsequent mit Jesus unterwegs sein willst, dass es dich jetzt gerade wird Geld kosten? Zahl dieser Person das. Lad die Person ein, übernimm die Kosten, gib in die Kirche, mach das. Wenn du noch nie einen Franken aufgrund von deinem Glauben gezahlt hast, dann möchte ich dich heute Morgen einfach einmal mehr herausfordern. Geh mal mit Jesus ins Gespräch. Frag ihn, was er für Vorstellungen für deine Finanzen hat. Weil schlussendlich bedeutet es, Jesus nachfolgen, dass wir konsequent ihm alles hingeben. Es wird deine Zeit kosten. Er will, dass du dich in sein Reich investierst, dass deine Prioritäten sich ändern. Es bedeutet vielleicht schlaflose Nächte. Ich hatte einige schlaflose Nächte wegen der Kirche. Irgendwelche Probleme, Beziehungen, die mich herausgefordert haben, wo ich nicht schlafen konnte wegen dem. Hey, es wäre viel einfacher, die Kirche gäbe es nicht in dem Moment. Hat viel besser geschlafen. Vielleicht bedeutet es, dass du deine Lebensziele nochmal neu überdenken musst. Dass sie nicht egoistisch ausgerichtet sind. Hey, wir haben Nein gesagt zu so einigen Sachen in dem Moment, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus und wo wir seine Prioritäten zu unseren Prioritäten gemacht haben und ihm nachgefolgt sind.
Also Jesus nachfolgen hat einen realen Preis und Selbstverleumdung kostet. All die Sachen, die ich aufgezählt habe, hättest du auch gerade so gut für dich selber ausgeben können. Hey, Geld für Ferien, Zeit für mich selber, schlaflose Nächte, die nicht sein müssen, Lebensziel für mich selber einsetzen. Du kannst alles für dich leben oder eben konsequent Jesus nachfolgen und realisieren, das kostet mich. Es bedeutet, dass ich mich selber verneinen muss. Und da stellt sich so weit die Frage, okay, aber was kriege ich denn dafür? Was ist denn der Deal, oder? Da muss doch irgendein Deal da sein, oder? Kannst du mir ja nicht ernsthaft sagen, du musst jetzt alles geben, oder beim Hosenkauf gibt es am Schluss wenigstens noch ein paar kurze Hosen, oder? Aber was hast du denn davon, wenn du selbstlos Jesus nachfolgst und dein eigenes Leben verneinst? Nein sagst zu deinen eigenen egoistischen Wünschen. Was hast du davon? Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich könnte euch das verkaufen. Ich könnte euch erklären, was ihr alles davon habt, wenn ihr Jesus nachfolgt. Was das bringt, was das gibt. Und man könnte so in ein transaktionelles Denken drin hineinkommen. Oder? Ich gebe dir, dafür bekomme ich. Und manchmal haben wir das Gefühl, Glaube ist auch so. Manchmal haben wir zu denken, dass Glaube transaktionell ist. Oder? Wenn ich genug bete, dann bekomme ich dann dafür. Oder? Wenn ich genug Geld gebe, dann segnet er mich. Dann gibt es das Geld wieder zurück. Und wenn ich genug Zeit investiere, dann schaut er für mich. Oder? Und manchmal schleicht sich das transaktionelle Denken in unsere Köpfe drin hinein. Und ich möchte heute Morgen einfach nicht euch probieren, transaktionell Selbstverleumdung zu verkaufen. Sondern ich möchte eigentlich nur eine Frage stellen auf diese Frage. Hey, was ist drin für dich? Und eine Frage möchte ich dir stellen zu dem hin. Welches Elternpaar kennst du, wo am 3 am Morgen im Kinderzimmer mit dem Baby auf dem Arm sich die Frage stellt und sagt, was ist eigentlich da drin für mich? Hey, was bringt mir das? Welches Elternpaar hat jede Frage gestellt, schon wieder eine schlaflose Nacht hinter sich gebracht, schon wieder Geld und Zeit und Energie in ein Kind investiert? Wann stellst du dir dann die Frage und sagst, hey, was ist eigentlich da drin für mich? Warum mache ich das eigentlich? Und weißt du, es gibt ja noch, man könnte es ja noch verstehen, wenn so Ersteltern mit dem ersten Mal mit einem Baby am 3 der Nacht dort stehen und denken, wow, das ist ja viel mehr, als ich gemeint habe. Gell? Aber dann gibt es ja Eltern wie ich, die das Repeat-Offender sind, gell? Die mehr als ein Kind machen. Und da gibt es ja dann einfach keine Ausrede mehr, oder? Du hast das gewusst, was das kostet. Du hast gewusst, das bedeutet schlaflose Nacht. Du hast gewusst, du darfst jetzt Windeln wickeln und all diese lässigen Sachen mit kleinen Babys und 10 Minuten lang ein Flugzeug im Himmel bestaunen und eigentlich willst du schon lange weiterlaufen, gell? So viel ist der Preis. Die Frage nach dem Preis stellt sich Eltern nicht. Und dann ist natürlich die offensichtliche Frage, warum stellen sich Eltern die Frage nicht nach dem Preis, den sie zahlen? Und die Antwort ist, weil sie ihre Kinder lieb haben. Weil sie Kinder von ganzem Herzen lieb haben. Und ich glaube, das ist die beste Erklärung oder Antwort, die ich euch je könnte geben für ein selbstloses, aufopferndes Leben. Hey, lieb deinen Mitmensch. Das ist die beste Motivation, die es gibt. Nicht, weil du irgendetwas daraus rausbekommst, nicht, weil du am Schluss besser dastehst oder weil es ein gutes Gefühl sogar kreiert, und das tut es zum Glück. Sondern der Grund für ein selbstloses, selbstaufopferndes Leben sollte und kann nur die Liebe Gottes sein. Liebe für deinen Mitmensch. Im Jakobus 2, Vers 8 können wir lesen, wenn ihr euch wirklich nach den göttlichen, königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Die Motivation zum selbstaufgebenden Leben soll die Liebe sein zum Mitmensch. Soll die Liebe sein für die Nächsten, soll die Liebe sein, und dass du lernst und dass wir alle miteinander verstehen können, das Bedürfnis vom Nächsten ist wichtiger, gleichgewichtet wie meine eigenen Bedürfnisse. Wenn die zufrieden sind, dann habe ich mein Ziel erreicht. Oder wie es Jesus seinen Jüngern erklärt, nicht der das höchste Ansehen ist der Höchste, sondern der allen anderen dient. Das ist der höchste ist. Der hat es verstanden, der hat es richtig umgesetzt. Selbstaufopferndes Leben. Und dort kommt
die Nachfolge zum Spiel, wie Jesus unterwegs war. Und wir lesen im Philipper 2, Vers 4 bis 6, wie das dann war, wie Jesus unterwegs war. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Sondern was Jesus gemacht hat, ist, er hat alles aufgegeben. Warum? Was hat er davon? Warum? Warum wird Jesus den Himmel verlassen und auf die Welt kommen? Aus Liebe allein. Weil er Menschen von ganzem Herzen geliebt hat. Und was er gewonnen hat, ist Beziehung. Und eine versöhnte Beziehung mit Menschen. Er durfte erleben, wie Menschen wieder heil werden. Und ich bin überzeugt, wenn wir diesem Vorbild folgen, dann werden wir mehr sehen von Gottes Herrlichkeit und Gottes Reich da auf Erden. Es geht der Menschheit so viel besser in dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen und so leben wie er. Indem wir uns selber verneinen, nicht mehr unsere eigenen Ansprüche und Bedürfnisse zuoberst haben, sondern dass wir dürfen lernen, selbstlos zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Der zweite Grund, den ich euch noch geben kann, ist, hey, wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen selbstaufopfernd, selbstverneinend leben, weil Gott gesagt hat, dass das gut ist für uns. Wir dürfen das einfach im Vertrauen umsetzen. Wissen, dass er es gut gemeint mit uns. Und wenn er sagt, wir sollen so leben, dann wird es doch gut kommen, oder? Zum Glück ist selbstaufgebend Leben mit Erfüllung verbunden. Ich glaube, Gott hat das bewusst so eingerichtet. Wir kennen alle das Sprichwort, oder? Hey, geben ist seliger als nehmen. Und das ist von Gott, denke ich, bewusst so angelegt in uns Menschen drin, dass wir auch eine Befriedigung, eine Erfüllung erleben, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen und unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückstellen. Und jetzt möchte ich noch etwas ganz Praktisches euch mitgeben. Bis jetzt ist es ja sehr, ich soll sagen, philosophisch schon fast gewesen, gell? Hey, lebt selbstaufopfernd etc. Und jetzt möchte ich euch etwas ganz Praktisches mitgeben, weil die Realität ist ja, dass es gleich immer wieder etwas kostet, oder? Sich selber verneinen ist nicht einfach, ist nicht lustig und kostet immer wieder ganz, ganz viel. Und dann kommt eben immer wieder der Ego hinterher und sagt, hey, was ist mit mir? Schau doch für mich, gib doch mehr. Und manchmal sind wir wirklich im Clinch und manchmal entscheiden wir uns auch für uns selber und gehen nicht konsequent dem Vorbild Jesus nachwandeln und gehen nicht konsequent so durchs Leben, wie Jesus das vorgelebt hat. Und da gibt es ein mega cooles Tool, das ich euch mitgeben möchte. Ein jüngerschaftliches Tool, nämlich das Tool der Beichte. Ich weiss, das Wort hat jetzt gerade Bilder in deinem Kopf aufgerufen, oder? Ich gehe davon aus, die meisten haben jetzt gerade eine katholische Kirche gesehen mit einem Beichtstuhl, oder? Und vielleicht ist dort noch ein alter Mann mit schwarz-weißer Kleidung drin gehockt und durch einen Vorhang tust du jetzt dein Leben offenlegen vor einer anderen Person. Mich dauert es, dass der Begriff von der Beichte gekapert ist von diesem Bild. Weil das ist nicht, was in der Bibel zu Beichte steht. Und das ist nicht, was ich meine, sondern wenn ich von Beichte rede, dann meine ich etwas in die Richtung, vom Jakobus 5, Vers 16. Dort schreibt der Jakobus, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Ich möchte dich ermutigen, dieser Frage nachzugehen. Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du ehrlich, transparent, offen Rechenschaft ableist, wie du unterwegs bist in deinem Leben? Wir haben ja in der Ansage nachher wird noch der Following the Way Jüngerschaftskurs euch empfohlen. Wir haben das gemacht als Pastorenteam. Und einer von diesen Schritten war, hey, such dir jemanden und mach mal eine Beichte mit dieser Person. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber Ina und ich sind mit dem Auto weite Strecke gefahren und haben konsequent, transparent Beichte abgeleitet. Alles, was in mir los ist, alles, wo ich nicht konsequent Jesus nachgefolgt bin, alles, wo ich meine eigenen Bedürfnisse höher gewichtet habe als andere Menschen ihre Bedürfnisse. Und ich sage euch, es war so befreiend, so wohltuend. Und je länger dass du es nicht machst, je länger dass du das nicht mit jemand anderem teilst, desto schwieriger wird es. Weil die Maske musst du ja dann immer aufrechterhalten. Es wird immer schwieriger, zu sagen, okay, ich gebe auf. Ich tue mich offenlegen. Ich tue jemand anderem Rechenschaft über mein Leben ablegen. Und ich möchte euch einfach empfehlen, hey, denkt darüber nach, wer könnte die Person sein? Mit wem könntest du eine transparente, ehrliche
Beichte mal ablegen. Und nachher, nachdem dass du das gemacht hast, nachdem dass du mal gesagt hast, wo es überall nicht gut war in deinem Leben, dann darfst du nämlich dann Vergebung empfangen. Dann darf die andere Person dir zusprechen. Im Namen Jesus sind die Schuld, die Sünden und deine Shortcomings, dort wo du nicht entsprechend den Vorgaben von Jesus hast können leben, die dürfen vergeben werden. Und das ist so ein wohltuender, guter Moment, der dir hilft, konsequent mit Jesus in Zukunft unterwegs zu sein. Ganz ein praktisches Tool. Wie können wir dem Ego, wo immer wieder kommt und wo gegen das selbstlose Leben sich aufgebärt, wie können wir dem entgegenwirken? Ist mit transparenter, ehrlicher Beichte und immer wieder vor Jesus hinbringen und ablegen. Und jetzt nimmt es euch vielleicht Wunder, was ist eigentlich mit dieser Hose noch passiert, gell? 25 Jahre später habe ich die Hose entsorgen. Es war ein tragischer Moment in meinem Leben. Der Hosenboden war schon so fest abgenutzt, dass man die Unterhose gesehen hat. Und das war dann der Moment, wo ich gefunden habe, weißt du was, okay, jetzt ist die Zeit, um die Hose endlich mal im Abfall zu entsorgen. Natürlich habe ich das meiner Mami dann erzählt, gell? Dass ich die Hose 25 Jahre lang hatte. Und ja, der Preis war es wert. Und ich glaube, genau so ist es in der Nachfolge. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und ein Vierteljahrhundert später auf die Preise zurückschaust, die du gezahlt hast, die dir vielleicht in dem Moment viel zu überrissen vorgekommen sind, wo du das Gefühl hast, was machst du da? Warum gibst du die Zeit, das Geld und die Energie hin? Warum sagst du immer wieder Nein zu dir selber? Ich bin mir sicher, dass eines Tages, wenn du zurückschaust auf dein Leben, du das Segen und Freude wirst empfinden und kannst festhalten, Nachfolge Jesu ist es absolut wert. Und so möchten wir jetzt einsteigen in die Zeit der Anbetung, wo wir mit Liedern möchten Jesus feiern und ihm die Ehre geben.